Heute gehen wir in dieses Thema hinein, Jesus, der siegreichen Glauben gibt. Und ihr habt es schon von Joel gehört in der Moderation, und dass wir 4 Menschen haben in der Bibel und darüber hinaus noch viele andere, die sich durch den Glauben ausgezeichnet haben. Und das war ein Merkmal, das die Bibel ganz bewusst groß macht und sagt, hey, das ist etwas, das Gott gefällt. Wenn Menschen Glauben fassen können und Menschen Glauben entwickeln können. Und wir möchten miteinander den Text lesen, der dazu eben auch passt. Und was wäre passender als Hebräer 11? Und ich möchte uns einladen, dass wir doch diesen Text heute Morgen gemeinsam lesen. Wir können aufstehen zum Lesen des Wortes Gottes, die mögen und können. Was ist also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort des Glaubens, denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Amen. Soweit Gottes Wort. Wir wollen uns setzen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dieses wirklich spannende Kapitel aus dem Hebräerbrief, wo wir die Biografien von vier Menschen einfach so vor Augen bekommen, die sich durch diesen Glauben ausgezeichnet haben. Und ich bete, dass dieser Glaube auch heute noch zu uns spricht, uns heute noch inspiriert und dass ihr Vorbild im Glauben in uns etwas an Glauben weckt, das tiefer geht und das uns zur Reife bringt in unserem Leben. Und dass dieser Glaube, Herr, etwas ist, wo du am Schluss sagen kannst, wegen diesem Glauben haben wir dir gefallen, weil wir dir vertraut haben und nicht uns selbst. Amen. Ja, der Hebräerbrief, das haben wir gesehen, der wendet sich an Menschen im 1. Jahrhundert, an Christen, die durch viele Nöte und Schwierigkeiten gingen, durch Probleme, die gelitten haben. Und diese Kapitel eigentlich im Hebräerbrief sind wie eine Seelsorge eigentlich für die ganze Gemeinde. Eine intensive, öffentliche, pastorale Seelsorge. Und heute lernen wir, dass wenn wir siegreich ans Ziel kommen wollen,
dass wir etwas in unserem Leben bekommen müssen, und das ist Glaube. Ein siegreicher Glaube, der Gott vertraut und der uns eben durchträgt, auch durch Zeiten hindurch, wie übrigens all diese Menschen, von denen wir gehört haben, die nicht Gott vollumfänglich verstanden haben, die gewisse Dinge getan haben, die eigentlich verrückt waren, aber die Gott vertraut haben, bis zum Ende. Nun, was ist eigentlich Glaube? Und über dieses Kapitel hier könnte man so vieles sagen. Also ich habe fast gedacht, wir müssten mal eine Predigtserie machen, nur über Hebräer 11. Aber heute wenigstens ein Stückwerk dazu. Nun, was ist eigentlich Glaube? Wir leben theologisch gesehen in einer Zeit, wo der Zweifel zur höchsten Form des Glaubens in vielen Kreisen hochstilisiert wird. In der liberalen Theologie, die heute von vielen, vielen Kirchen und Menschen verfochten wird, sagt man, je größer der Glaube ist, desto größer ist die Auszeichnung, dass du im richtigen Glauben bist. Je größer die Unklarheit ist, je größer die Unsicherheit ist, je mehr wir die Bibel anzweifeln, je mehr wir Gott anzweifeln, desto mehr Reife hast du, desto mehr zeigst du, dass du intellektuell den Glauben wirklich verstanden hast. Und dann lese ich hier in unserem Text, den wir gelesen haben, dass es einen großen Widerspruch dazu geben muss, weil in unserem Text steht, es ist ein Vertrauen, es ist eine Überzeugung in unserem Herzen. Die größte Form des Zweifels kann nicht die größte Form des Glaubens sein. Unmöglich. Und dann gibt es sehr charismatische Kreise. Liebe Freunde, da sagen manche Christen, ja, musst nur mehr glauben. Du bist krank, musst nur mehr glauben. Du gehst durch Probleme, musst nur mehr glauben. Und es ist wahr, Jesus hat einmal einem Menschen gesagt, glaube nur. Aber wir sehen in diesem Kapitel, dass Glaube viel, viel mehr ist als einfach eine menschliche Anstrengung, als etwas, wo wir einfach sagen, hey, musst eben nur mehr glauben. So einfach ist es eben nicht, ist es nicht. Und Glaube kann nicht einfach ein mentaler Zwang sein. Jetzt muss ich mich da durchglauben. Es muss mehr sein als das. Ich möchte uns aus unserem Text zeigen, dass Glaube 3 Ebenen hat. Dass Glaube rational ist, dass Glaube persönlich ist und dass Glaube grundlegend ist. Und schaut, Glaube ist rational. Das Ratio, das hat mit unserem Verstand zu tun. Glaube ist nicht etwas gegen den Verstand der Menschen. In Hebräer 11,3 haben wir gelesen, durch den Glauben verstehen, Intellekt, okay? Dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Liebe Freunde, eine Art und Weise, wie wir zu glauben finden, ist durch Forschen und durch Nachdenken. Forschen und Nachdenken, das sich innerlich im Herzen aber Gott öffnet und sagt, hey, ich möchte auch verstehen, worum es geht. Und ich habe euch, heute Morgen das Marmotta mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Alpenmurmeltier. Und das Murmeli, oder wie wir so schön sagen. Und anlässlich einer Bergwaldwoche hat eine meiner Töchter diesen Schädel mitgebracht. Das ist der obere Teil des Schädels eines Alpenmurmeltieres. Übrigens ist gut ausgekocht, ist gebleicht mit Wasserstoffperoxid, also keine Angst, ist nicht ansteckend. Aber wenn ihr den Schädel dieses Alpenmurmeltiers anschaut, das ist absolut imposant. Die Komplexität, der Aufbau, die Knochendickel, die Tunnels, die ihr findet, die Durchbrüche, die Hohlkammerverbindungen sind absolut beeindruckend. Und liebe Freunde, das ist nur einer von über 200 Knochen. Übrigens, ein Alpenmurmeltier hat mehr Knochen als du als Mensch. Mehr als 200 Knochen, die allesamt mit Gewebe, mit Muskeln, mit Sehnen überzogen sind, wo es einen Blutkreislauf braucht, ein Verdauungsapparat, das alles perfekt zusammenspielen muss, um schon nur das Leben ermöglichen zu können. Ich habe mir so gedacht, das wäre mal eine schöne Aufgabe für einen ETH-Absolventen, diesen Schädel 3D-mäßig zu rekonstruieren.
Ich bin überzeugt, auch ein ETH-Student würde sich die Zähne damit ausbeißen. Und wisst ihr, wenn wir darüber nachdenken, über diese Komplexität, die hier vorhanden ist, wer darüber nachdenkt, forscht, der wird irgendwo in seinem Herzen etwas spüren. Es muss eine übernatürliche, nicht sichtbare Realität höchster Intelligenz über unsere Realität geben. Es ist wie ein starkes Indiz, ja, da muss doch mehr dahinter stehen, als dass es nur einmal geknallt hat und dann entstehen solch komplexe Dinge. Und wisst ihr, selbst wenn alles vorhanden wäre, wir können es immer noch nicht erklären, was das Leben ist, das darin ist und das es ermöglicht. Und liebe Freunde, auch sogar in unserem eigenen Leben, wir wissen, wir sind mehr als nur das Leben. Wir existieren nicht nur. Wir wissen, dass was das Leben schön macht, das hat damit zu tun mit Liebe, mit Zugehörigkeit, mit Beziehungen, mit Freude und dergleichen. Die Bibel sagt, durch den Glauben erkennen wir. Der Glaube ist eine rationale Sache, etwas, wo du den Verstand nicht ausschalten musst, aber du musst ihn richtig gebrauchen. Und du musst Gott bitten, Herr, erleuchte meinen Verstand, das zu verstehen, auch intellektuell, was ich menschlich nicht einfach so verstehen kann. Denn das Zweite ist, dass Glaube eben persönlich ist. Schaut, viele Menschen denken nicht nur, dass das Glaube etwas ist, wo man das Hirn ausschalten muss, sondern viele Menschen denken auch, Glaube ist etwas, wo das am Schluss irgendwo, ich weiß auch nicht, für ein paar Verrückte oder solche, die am Ende des Lebens sind, irgendwie vorbehalten sind. Aber schau mal Abraham an. Er hatte alles, was er brauchte. Er hatte Familie. Er war eingebettet in einen wunderbaren Kontext. Er hatte genug zu essen, genug zu trinken. Es war alles da. Und dann geschah etwas, das sein Leben komplett durcheinander gebracht hat. Und er hört Gott. Und du wirst feststellen, bei allen Menschen, die ihr Leben auf Gott ausgerichtet haben, kommt so etwas wie ein Ruf von Gott an ihr Leben. Ein Empfinden, Gott meint mich. Gott trieb die Menschen an durch eine persönliche Begegnung mit ihm. Und nicht, wo man vielleicht Gott gesehen hat, ich glaube, Abraham hat Gott so nie gesehen, aber es gibt dieses Erlebnis, diesen Moment im Leben oder diese Zeit im Leben, wo du erschüttert wirst, wo du dich fragst, und was ist mit meinem Leben? Warum bin ich hier? Was ist, wenn ich eines Tages vor diesem Schöpfer eben stehen werde? Was ist, wenn er mir die Frage stellt, was hast du mit dem Privileg getan, auf dieser Welt zu sein, das Leben zu genießen, viel Gutes zu erleben? Wozu hast du deinen Verstand gebraucht? Hast du deinen Verstand wirklich auch gebraucht, um 100% ehrlich mit dir zu werden und zu erkennen, du brauchst Erlösung? Liebe Freunde, hinter unserer frommen und schönen und netten menschlichen Fassade, da stehen Abgründe, von denen bist du froh, dass andere sie nicht kennen. Und wir brauchen Erlösung von unserem Egoismus, von der Lieblosigkeit, dem Fehlen an der Geduld mit dem Nächsten, der Selbstsucht, den Sünden unseres Lebens. Und das Bewusstsein, eines Tages wird dieser Schöpfer mich fragen, hast du dich aufgemacht, aufgrund der Indizien des Lebens, um mich zu erkennen und mich kennenzulernen? Und wenn du es getan hast, hast du wirklich nach meinem Willen, nach meinem Plan für dein Leben gefragt? Liebe Freunde, wenn diese höchste Intelligenz hier, die solche Dinge vollbracht hat, die uns das Geheimnis des biologischen Lebens gebracht hat, das wir bis heute nicht verstehen, wenn uns das bewusst wird, dahinter steckt eine Intelligenz, dann müssen wir uns fragen, was will diese höchste Intelligenz eigentlich mit unserem Leben? Warum bin ich eigentlich hier? Und viele Menschen weichen dieser Frage ganz bewusst und ganz gezielt aus. Aber
Und diese Erschütterung, die muss in unser Leben kommen. Und wisst ihr, es kann auf so verschiedene Arten und Weisen geschehen. Es kann in einem Gottesdienst geschehen. Und dann spürst du plötzlich, jetzt meint Gott mich. Du merkst plötzlich, jetzt bin ich gerufen. Es kann in einem Live-Seminar geschehen. Und du hörst diesen Dreiklang Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Geistes Gottes. Und du spürst, jetzt fragt Gott mich, was machst du mit deinem Leben? Wie lebst du? Was machst du mit Gott? Willst du mir vertrauen? Und wie viele Menschen haben in diesen Momenten auch innerlich, in einem guten Sinn, einen Zerbruch an ihrem Stolz erlebt und haben gesagt, Herr, ich will dir mein Vertrauen geben. Ich will mein Leben nach dir ausrichten. Ich möchte geführt werden von dir. Ich möchte das Leben, zu dem du mich berufen hast, ich möchte das entdecken. Ich bin Gott so dankbar, dass diese Erschütterung in mein Leben kam, als ich 5 Jahre alt war. Und da war es so klar in meinen Gedanken, du kommst um diese Entscheidung für oder gegen Jesus nicht herum. Das war mein Ruf. Das war mein Ruf. Und ich habe es getan. Und Gott hat mir geholfen, es zu tun. Aber es war sein Rufen. Es war dieses Bewusstsein, jetzt meint Gott mich. Und weißt du, das kann heute Morgen in diesem Gottesdienst geschehen und plötzlich spürst du, heute meint Gott mich. Es ist nicht nur einfach eine Predigt, sondern Gott meint mich, Gott redet zu mir ganz persönlich. Und wie schön, wenn wir dann ihm unser Vertrauen schenken können. Der Glaube ist etwas Persönliches. Und diese Beziehung zu ihm, meine Güte, wenn ich zurückdenke in meinem Leben, vor wie vielen Dummheiten, vor wie vielen falschen Abzweigungen hat Gott mich in meinem Leben doch bewahrt. Weißt du, man sollte nicht bis zum Ende warten, mit Gott zu leben. Man sollte so früh wie möglich beginnen, mit Gott zu leben. Dieser Glaube ist persönlich. Es geht um eine Beziehung, in die wir hineintreten. Und dieser Glaube ist auch grundlegend. Worauf baust du dein Leben? Ich möchte dir heute Morgen eine Prophetie geben. Du wirst Runzeln bekommen, wenn du sie nicht schon hast. Ich gebe dir noch eine Prophetie. Deine Organe werden eines Tages versagen. Dein Tod ist 100%ig garantiert. Und du musst dich fragen, worauf baust du dein Leben? Baust du auf deine Pläne, deine Selbstverwirklichung, deine Fähigkeiten? Das ist ja nicht nur schlecht, sein Leben nach dem auch zu orientieren, was man kann und was man hat. Aber es reicht als Grundlage nicht. Die Menschen dieses Glaubens, von denen wir gelesen haben, die haben ihr Leben auf Gott gebaut. Und jetzt musst du dir mal kurz überlegen, wie dieser Glaube ausgesehen hat. Da kommt Gott und dieser Ruf kommt an Abel und wir wissen nicht genau, wie das geschehen ist, aber Abel reagiert in seinem Herzen auf Gott und bringt Gott ein Opfer dar. Was ist der Nutzen eines Opfers? Gar nichts, im Gegenteil, ist Verlust. Aber er tut's. Da liegt kein Nutzen für ihn drin. Gott sagt zu Noah, bau eine Arche. Jahrzehntelang mit seiner ganzen Familie baut er an dem Schiff. Und weißt du, was es bringt? Schweiß, öppe die in Sprieße, viel Arbeit und Hunderte von Menschen, die ihn ausgelacht haben, hat kein einziger auf Noah wirklich gehört. Was hat es gebracht? Menschlich gesehen nichts. Gott spricht zu Abraham und er sagt, Abraham, zieh aus. Abraham fragt, wohin? Werde ich dir zeigen. Gott sagt zu Abraham, Gott fragt Abraham, warum? Sage ich dir nicht, wirst du eines Tages begreifen. Wir können uns fragen, warum handelt Gott so? Warum lässt Gott Menschen Dinge tun, die intellektuell keinen Sinn ergeben? Warum? Liebe Freunde, weil Gott alles daran setzt, uns den Teppich
unter unseren Füßen wegzuziehen, und zwar den Teppich, dass wir meinen, wir können unser Leben auf Dinge dieser Welt aufbauen. Kannst du nicht, sie werden alle vergehen. Und Gott lässt Dinge in unserem Leben geschehen, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, aber mit einem Ziel. Schau mal, er zieht uns den Teppich weg, aber seine Arme sind ausgebreitet und er sagt dir, weißt du was, ich möchte, dass du lernst, mir zu vertrauen, mir zu vertrauen. Und das ist etwas grundlegend anderes. Schau, Gott möchte, dass du dein Leben auf eine ewige Grundlage stellst, dass diese Beziehung zu ihm dich dorthin führst, wo du aus einem tiefen, tiefen Vertrauen zu Gott lebst. Und du kannst wie Abraham sagen, weißt du was, ich lebe hier immer noch in meinen Zelten, aber die Basis, auf die ich mein Leben stelle, ist, ich warte darauf, ich vertraue Gott, auch wenn ich jetzt noch in den Zelten lebe. Gott wird eines Tages eine Stadt erbauen mit einem festen Fundament, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Ich weiß, Gott wird Dinge tun in der Zukunft, auf die ich mich freue, die mich das, was ich jetzt an Unverständnis, an Schwierigkeiten erlebe, aushalten lassen. Das ist der christliche Glaube. Liebe Freunde, der Glaube an Jesus heißt nicht, jetzt ist alles gut und happy clappy und jetzt gehen wir coole Sachen einfach mit Jesus durchs Leben. Unsere Heimat ist nicht auf dieser Welt. Unser Ziel ist nicht auf dieser Welt. Und sie ist nicht in deinem Haus, sie ist nicht in deiner Wohnung, sie ist nicht in deinen Kleidern, sie ist nicht in deiner Karriere, sie ist nicht in all diesen Dingen, nicht einmal in deiner eigenen Familie. Worauf baust du dein Leben? Ist er dein Fundament? Baue auf den ewigen Gott. Mach ihn zur Grundlage deines Lebens. So und nur so, wenn er wirklich dein Fundament ist und du sagen kannst, wie diese 4 Menschen es am Schluss gesagt haben, ich check's nicht, aber ich vertraue Gott. Weil ich ihn kenne, weil ich ihn kennengelernt habe. Und wisst ihr, sie mussten noch leben ohne Jesus. Sie mussten noch leben ohne die große Offenbarung der Erlösung und der Güte Jesu. Die Frage ist, kann Gott in uns diesen Glauben verstehen? Schaut, ich glaube, das ist Gottes größtes Anliegen. Das größte Ziel von Gott in unserem Leben, dass wir lernen, ihm zu vertrauen und ihm unseren Glauben zu schenken. Und wisst ihr, das Schöne dabei ist, wenn wir uns dem öffnen, ist es nicht ein Glaube, den du machen musst. Eben musst nur glauben. Es ist ein Glaube, den Gott befeuert. Es ist ein Glaube, den Gott in dein Herz hineinlegt. Es ist ein Vertrauen, das dir geschenkt wird, wo du sagen kannst, weiß auch nicht, warum ich so glauben kann, aber ich kann es einfach. Das ist Gott. Es ist nicht deine Anstrengung. Das nächste Mal, wenn dir jemand sagt, musst nur glauben, kannst du sagen, weißt du was, mein Glaube steht nicht auf mir. Mein Glaube ist mir von Gott geschenkt. Mein Glaube, sein Fundament ist Gott. Weißt du, dieser Glaube wird dich durchtragen. Dieser Glaube wird dich in die Ewigkeit bringen. Schau, das ist dieses Vertrauen auf Gott, dieses Vertrauen, ich habe es vor 2 Wochen gesagt, auf diese ultimative Realität ist letztlich das Einzige, das in dieser Welt wirklich Sinn ergibt. Es ist die einzige Beziehung, die dir 100%ige Treue und Zuverlässigkeit verspricht. Es ist das einzige Fundament, das wirklich sicher ist. Darum heißt es im Hebräer 11,6, ihr seht also, dass es unmöglich ist ohne Glauben. Und das ist eben dieser Glaube, der rational ist, der von der Beziehung durchdrungen ist und der geprägt ist von dieser grundlegenden Ausrichtung im Leben, wird unmöglich ist, ohne diesen Glauben Gott zu gefallen. Denn wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass er existiert und dass er die ihn aufrichtig suchen, dass er die belohnen wird. Und ich möchte dich fragen, hast du den Ruf Gottes in deinem Herzen, hast du den einmal beantwortet? Hast du dieses Rufen einmal beantwortet, wo du gesagt hast, ich möchte diesem lebendigen Gott vertrauen und mein Leben seiner Führung wirklich übergeben?
Warum ist das so wichtig? Wisst ihr, aus dem Grund, für alle von uns wird sich am Ende unseres Lebens eine Falltür öffnen, durch die wir fallen werden. Das ist der Tod. Für alle. Und wir werden an einen von zwei Orten fallen. Entweder in die ewigen Arme Gottes, weil wir unser Vertrauen auf ihn gesetzt haben, oder in die ewige Dunkelheit, welche die Bibel die Hölle nennt. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich Gott so vertrauen kann. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber weißt du, wenn du innerlich schon nur ein wenig spürst in deinem Herzen, ich möchte diesem Drängen nachgeben. Ich möchte dieser Verunsicherung in meinem Leben nachgeben. Und ich wünschte eigentlich, ich könnte Gott vertrauen. In dem Moment werden die Arme Gottes kommen und werden dir helfen und werden dich tragen und werden dir den Glauben an ihn geben, den du menschlich nicht produzieren kannst. Und das Zweite ist, ich glaube, diese Geschichten zeigen uns sehr deutlich, dass Gott aus uns Menschen des Glaubens machen möchte. Habt ihr einmal gesehen, all diese Menschen haben nicht einfach einen Glauben gehabt nach dem Motto, ich fühle es einfach. Sondern all diese Menschen haben sich ausgezeichnet durch Taten. Schaut einmal, Abel, er hat Gott angebetet. Es wurde für ihn zum Lebensstil, Gott zu opfern, Gott anzubeten. Ich denke an Henoch. Er lebte permanent mit Gott und in seinem Willen. Er wandelte mit ihm wie mit einem Freund. Noah baute Jahrzehnte an dieser Arche. Er predigte den Menschen dadurch, dass sie umkehren sollten. Abraham verließ seine Heimat. Er zog aus an einen Ort, den Gott ihm zeigen würde. Schau mal, all diese Menschen haben im Glauben gehandelt. Und weißt du, was uns das zeigt bis zum heutigen Tag? Gott will Dinge mit dir und mit mir tun, die wir aus eigener Kraft nicht tun können. Gott will Gedanken, Pläne, Berufungen in unser Leben hineinlegen, die unsere eigenen Fähigkeiten überfordern. Und er sagt, weißt du was, ich will dich brauchen. Aber Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Schau mal, Gott will dich Dinge tun lassen, die du aus eigener Kraft nicht tun kannst. Versuchungen zu widerstehen sind nur das eine, aber für seinen Auftrag, seinen Plan zu leben, das ist das andere. Und eines weiß ich, es wird dich 100%, es wird dich alles kosten an eigener menschlicher Sicherheit. Als Gott mich damals rief zum Pastor, ich habe mich am Anfang schon auch etwas geschämt, wenn mich Leute gefragt haben, was machen Sie? Ich dachte, das wäre toll, ich könnte sagen, ich bin Elektroingenieur oder irgendwie so, ich bin Pastor. Da ist ja das Wort Tor noch drin, oder? Und irgendwann wurde mir mal bewusst, weißt du was, das Wort Tor hat noch eine andere Bedeutung. Ich bin ein Botschafter zum Tor des Lebens. Das ist meine Lebensberufung. Meine Lebensberufung. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Aber weißt du, die Nachfolge von Jesus, die mag dich deinen Status, dein Ansehen kosten und es wird dich Geld kosten und es wird dich Zeit kosten. Aber liebe Freunde, es ist es alles wert. Es ist es alles wert, weil wir warten auf eine Stadt, die Gott erbaut hat. Wir warten nicht auf unser Häuschen hier auf Erde. Wir warten auf eine große, gewaltige Stadt, auf einen Ort, sagte Jesus, den er für uns vorbereitet hat. Schaut, über all ihnen heißt es in Hebräer 11, diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Wird übrigens auch bei dir geschehen. Aber sie glaubten und sie sahen auf das, was ihnen zugesagt war von weitem und sie freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf dieser Erde nur Gäste und Fremdlinge waren. Ich möchte dich fragen, der du vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs bist. Wo stehst du in deinem Glauben? Wann war es das letzte Mal, dass du in deinem Leben reagiert hast? Nicht auf den ersten Ruf Gottes in die Gemeinschaft mit ihm, sondern auf diesen Ruf Gottes, mit Gott Dinge zu tun. Im Glauben zu handeln. Und ich habe heute Morgen so das Empfinden gehabt, dass der Heilige Geist in unserer Mitte sich bewegen wird. Und dass er Christen an diesem Morgen auch
rufen wird, zu sagen, Herr, entwickle meinen Glauben. Und ich will an diesem Sonntag, dem 10. März, ich will an diesem Sonntag dir einfach neu sagen, ich will bereit sein für das, was du mit meinem Leben tun willst. Ich will bereit sein, unter Umständen neue Wege mit dir zu gehen. Ich will bereit sein, mutig mit dir Dinge zu tun. Nicht meine eigenen Pläne zu verwirklichen, aber wie die Leute hier, auf dich zu hören und dann mutig zu sein, Dinge zu tun, die ich noch nie getan habe. Wisst ihr, Gott braucht nicht ein Volk, das einfach sagt, ich kenne ihn einfach da inne. Das gehört auch dazu. Das ist grundlegend. Er will aber auch ein Volk, das sagt, wir wollen mit unserem Gott Dinge tun. Wir wollen uns von unserem Gott gebrauchen lassen. Vielleicht heißt es für dich, etwas Neues zu tun, jemandem vielleicht besondere Liebe oder Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht bedeutet es für dich, jemandem in der kommenden Woche von Jesus zu erzählen. Vielleicht heißt es für dich, Mitglied zu werden in der Gemeinde. Vielleicht heißt es für dich, dich Gott neu zum Dienst zur Verfügung stellen und mit einem Kleingruppenleiter zu sprechen und zu sagen, hier ist mein Leben, ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen, mitbauen. Wie Noah an der Arche. Etwas im Namen Gottes tun. Etwas wieder einmal tun, liebe Geschwister, wo wir sagen können, das hat mich allen Mut gekostet. Warum? Weil ich die Ehre Gottes gesucht habe. Ich spüre in meinem Leben, dass immer wieder so Momente kommen, wo Gott sagt, hey, bist du bereit, mutig zu sein? Bist du bereit, den Weg des Mutes zu gehen, vielleicht frei zu werden von der falschen Sicherheit der Finanzen und wieder einmal großzügig in Gottes Werk zu investieren, auf Gott zu hören, seinen Ruf zu beantworten. Wollen wir aufstehen zusammen? Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in diesen Momenten mit diesem Glauben, den du in diese Väter hineingelegt hast, einen Abraham, einen Henoch, einen Abel, einen Noah, dass du, Geist Gottes, heute Morgen durch die Reihen gehst und dass du auch eine Sehnsucht wächst, mutig mit dir unterwegs zu sein, mit Mut, mit diesem Glauben durchs Leben zu gehen, der dir vertraut. Du wirst es möglich machen, du wirst es mit dir ist es durchführbar, mit dir ist es machbar. Und ich bete, Geist Gottes, dass du wie mit einer Flamme heute Morgen Menschen diesen Glauben von Gott gebraucht zu werden, diesen Glauben, neue Wege zu gehen, neue Dinge zu tun, sich einfach leiten zu lassen vom Geiste Gottes, dass du diesen Glauben in unser Leben hineinlegst. Oh Herr, ich glaube, dass mancher von uns kurz davor steht, auch wieder Geschichten erzählen zu können. Nicht die 10 oder 20 Jahre zurücksehen, sondern die jetzt geschehen sind. Durch den aktivierten Glauben von dir in uns. Und ich habe so das Empfinden gehabt, dieser heutige Vormittag, der ist für die Gemeinde in spezieller Art und Weise auch gemeint. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen einfach ruft. Und wenn du sagen möchtest, Herr, ich möchte mich so gerne einreihen in diese Auflistung der Glaubenshelden. Ich würde auch gerne so einer sein, von dem du sagen kannst, das ist ein Mann, das ist eine Frau, die hat wirklich geglaubt, die ist im Glauben Dinge getan, die vielleicht nicht alle verstanden haben, aber sie hat mir vertraut, sie hat mich gekannt. Sie hat sich leiten lassen von meinem Geist. Ich möchte dich einfach einladen, wenn das dein Wunsch ist und du möchtest dem Geiste Gottes heute Morgen Zugang geben zu deinem Herzen, zu deinem Inneren und sagen, ich kann es nicht, aber du kannst das in mir bewirken. Dann lade ich dich ein an diesem Tag, wirklich im Worship, in den wir jetzt gehen, deinen Platz zu verlassen und hier nach vorne zu kommen und dein Leben so ganz neu ihm zu weihen und zu sagen, Herr, bewirke du diesen biblischen Glauben in mir, der rational ist, der gegründet ist in eine Beziehung
und der sich alleine auf dich gründet, Jesus, nicht auf meine Sicherheiten. Das ist meine Einladung heute Morgen. Ich glaube, das ist auch der Moment der Berührung Gottes für und in deinem Leben an diesem Tag. Und ich möchte gar nichts mehr hinzufügen, sondern einfach miteinander in ein nächstes Lied hineingehen und dir die Möglichkeit geben, zu reagieren und Gott eine Antwort zu geben auf sein Reden.